Einmal vor der Haustür, Schugi. Heute bin ich wahrhaft gestern. Okay, Mann, bin gespannt, was passiert. Kommt, Freunde. Diese Woche Der weiter Leonardo wird sich freuen, wenn ich mit weiteren Seiten komme. Und Ezio kehrte zurück. Kumpel, schau mich drauf. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Nur eine? Sexy Ones. Schwierig. Ein numerischer Austausch und eine Lautverschiebung. Ein Moment. Das war's. 6 Kodexseiten entschlüsselt. Ja, pass auf, wir gehen da hinten jetzt. Warte mal. Die Moneten rammen ab. Denn wenn ich stirb, dann stirb ich reich. Hey, du, also warte schon. Warte, soll ich auf mich oder was? Onkel Mario, wie schaut denn aus da? Ezio! Es ist Zeit, Onkel. Beenden wir, was ihr und mein Vater vor langer Zeit begonnen habt. Nun gut, vielleicht finden wir endlich den Sinn dieser Prophezeiung und durchkreuzen, was auch immer der Spanier plant. Wir sollten zunächst die Gruft finden. Die Kodexseiten werden uns dorthin führen. Schauen wir nach. Das X markiert den Ort. Gehen wir doch. Rodrigo Borgia. Rodrigo Borgia alias der Spanier. Ein dunkler Fleck in der Menschheitsgeschichte. Rodrigo hinterließ eine kilometerbreite Blutspur bei seinem Versuch, Italien unter dem Templerbanner zu einen. Jeder, der sich ihm entgegenstellte, wurde entweder zerstückelt oder, mit viel Glück, vergiftet. Als er endlich zum Papst ernannt wurde, nutzte Rodrigo, oder Alexander VI., seinen Einfluss, um Kriege gegen jede Stadt zu führen, die gegen die Templer war. Und dann sind da Gerüchte über weitere Gräueltaten. Hunderte von Kurtisanen, die mit Karren in den Vatikan gebracht wurden. Und auch die enge Freundschaft des Papstes zu seiner unehelichen Tochter Lucretia. Oh, erwähnte ich, dass die Morde nie aufhörten? Während all seiner öffentlichen Ausschweifungen ermordete Rodrigo seine Feinde hinter den Kulissen, um den Einfluss der Templer immer weiter zu stärken, bis sie an die Macht kommen würden. Rodrigo Borgia. Der Papst, typisch. Der Anführer der italienischen Templer. Der Papst höchstpersönlich, typisch. So, was geht da? Interagieren. Jeden Apfel. Und da die restlichen Seiten. Oh Gott, ein Schiebepuddel, ja bloß nicht. Und 3 durch. Und jetzt tue ich, was du jetzt? Lesen kann ich es auch noch. Seite 22. Seite 30. Und das Auge sagt. Wie schaut aus, geht das zusammen, wenn ich das so tue? Der macht ein bisschen Sinn, hätte ich gesagt.
Und das drum, wie passt denn das? Passt das so? Das könnte so passen, oder? Freunde, wir haben's. Es Gerade Weltkarten. ist eine Karte der gesamten Welt. Aber sie zeigt Länder, die es gar nicht gibt. Scheinbar gibt es sie doch. Wahrscheinlich müssen sie noch entdeckt werden oder wiederentdeckt. Wie ist das möglich? Vielleicht finden wir die Antwort in der Gruft. Könnt ihr sehen, wo sie ist? Nein. Unmöglich. Die Gruft. Sie ist anscheinend in Rom und der Spanier. Darum wurde er also Papst. Jetzt verstehe ich. Er hat nicht nur den Zugang zu der Gruft erhalten, sondern auch zum Stab. Welcher Stab? Der Kodex sprach immer von 2 Schlüsseln. 2 Edensplitter, um die Gruft zu öffnen. Einer ist der Apfel. Und der andere, der Stab. Der Kreuzstab des Papstes ist der 2. Edensplitter. Seit Jahren, nein, Jahrzehnten suchen wir diese Antworten. Und nun, endlich haben wir sie. Aber der Spanier vielleicht auch. Und wenn er den Weg in die Gruft findet, was er dort finden wird, macht den Apfel zu einem Spielzeug. Ich muss nach Rom und die Gruft finden. Und was macht der Rest? Wir tun, was wir am besten können. Unruhe in der Stadt schüren, damit ihr frei seid, eure Suche zu beginnen. Lass mich einfach wissen, wenn du soweit bist, Neffe. Die Reise nach Rom. Also Mario, ich bin bereit. Bereit für die letzte Schandtat. Rom ruft uns, Ezio. Lass mich wissen, wann du bereit zur Abreise bist. Nach Rom reisen? Auf jeden Fall. Das ist ja. Rom 1499. Im Maul des Wolfes. Und wir müssen gerade den Spanier finden. Der Aufstieg ein bisschen kompliziert, ha? Hey Mann! Abflug! Der braucht doch keine Sau! Hey, der ist ja geschlungen! Und der zweite Knabe, der folgt zugleich! Basilica di San Pietro! Mir wurscht, was das ist. Sehenswürdigkeiten bin ich nicht da. Das ist der Assassine! Tötet! Assassine! Warte ja gar nicht.
Also einen Zugang habe ich. Nein, warte mal. Ich kenne den Mann. Nein, gib mir nicht. Perfekte Deckung, das. Der ist komplett. Du, geh du, Rotfuhr. Geh ab. In die Fluten. Und dann los ich bluten. Spanier, ich komme. Schnauze. Spanisch verstehe ich nicht. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Hey, Bubi, schaut nach da. Der Große da. Da! Warte, Prügel, weil ich gerade da bin. An euren Grillmänner. Flankiert ihn und alles ist einfach. Hey, fix. Der mit seinem Bogen. Achtung, Leute, das ist kein Anfänger. Haltet zusammen. Anfänger, wo denkst du hin? Was du mit dem Besten zum Tor? Die war schon gekriegt. Wartet auf den Fehler. Geht an euer Training. Order! Und... Du, warte mal, mit deinem Stecker. Das ist immer mehr Dolch. Ich muss ihn einweihen. Also Kumpel gibt's auch was. Schluss mit lustig. Da prügelt die Sau. Assassino! Assassino! Assassino, der ist der Foot. Und hat die Lust gebracht zu retten. Aber wie fühlt die Himmel weit? Wie mir auf die Lädchen haut. Wenn wir zusammenhalten. Brüder, wollt ihr Blut sehen? Jetzt vor ihm setzen! Jetzt! Von der Seite! Jetzt! Denkt an euer Training! Und unterschätzt ihr den Kerl nicht! Und? Wer traut sie? Bereit ist aus dem Reiblinge vor! Und die ketten mich damit oder was? Ihr verteidigt seinen Retter. Pazienza, ragazzi! Vor ihm setzen! Haltet die Decke! Erledigt ihn! Irgendwann wird er müde! Bumm, zum Angriff. Kommt von der Seite! Jetzt! Der Teil Maus. Und hier? Der macht hinter lästig, oder? Oder muss er lästig sein? Aber drei Watschen kriegst. So, Viertal und weiter geht's. Aber so weit springt es nicht. Dieses faule Pferd. Wer ist das schon? Kenne ich euch nicht? Er ist hier!
Und die Bombe da hinten? Möchten wir? Observiert. Da ist er. Latschu. Und was auch gewittert? So ein wenig. So, der Franz Zauber. Du geh. Und, wo ist der Spanier? Da wo drin oder was? Ihr dürft nicht hinaus. Glaubst du, du könntest entkommen? Entkommen? Ja, kann ich. Halt das. Was? Brecht ihn! Du Depp. Er ist hier! Oh Gott. Der mit dem Dünnerspieß. Mit der letzte Hammer. Und er wehrte sich verzweifelt, bis es voll ist. Also mein Ziel darf langsam kommen. Latschu! Schnauze! So, der Knabe da, verschwindet. Ja gut, geht das so. Vorhin sind die Buben. Nein, nicht so, außer du. Zum Penner mal keine Zeit. Der Lois. Der Schlechte. Hey Mann, siehst du mich? Ausgenockt. Lass die nicht entkommen! Hey, amigo. Hätte das Eis genug wird. Hätte härteste doch. Der 3 Arschtritte des Papstes. Aber ich tot. Der bin ich, warte mal. Wo geht die Richtung? Hey Johnny, geh mir um da. Los! Für die Mörder! Latschu! Packt ihn! Mörder, was ist ein Mörder? Ich bin der Rächer, oh Gott, da kommen die Dicken hier. Flankiert ihn! Haltet es ein!
Ah, die freuen mich besonders. Und, wer mag? Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Tölpel. Ein bisschen alle Wumme, gell? Matilda, er muss aus der Deckung kommen. Dann schlagen wir zu. Jetzt! Auf den Fehler! Auf ihn! Gebt euch keine Blöße, Männer. Der Kerl ist kein Tölpel. Der fix. Sein Geschick mit dem alten Trick vom Capo. Ich tu mit, die werden so weit ab. Aber, An euren Drill, Männer. mit Geduld kriegen wir es klar. Und haltet ihn! Die Bombe gewillig. Da warte mal, nicht erschlagen, Absticher. Fasst den Bastard! Bruder, wie war noch? Wo ist ja bei dir?